Dann kommen wir zu unserem Gast für heute, Olaf Axel Burow. Also wir sind als Mouvement Ecologique, lesen wir ja immer die Rezensionen aus der Robert-Jung-Bibliothek. Und da ist uns ein Buch aufgefallen, das heißt Future Fridays, warum wir das Schulfach Zukunft brauchen. Und unsere erste Reaktion war, noch ein Schulfach. Wir wollen doch keine Diskussion wieder über ein neues Schulfach. Und dann haben wir uns mit Olaf Axel Burow ausgetauscht und dann schnell herausgefunden, dass wir eigentlich auf der gleichen Wellenlänge sind. So wird uns Olaf Axel Burow, ich glaube, Sie können sich kurz selbst vorstellen, nochmal ein bisschen mehr im Detail. Olaf Axel Burow ist Zukunftsforscher und auch schon lange in Deutschland im pädagogischen Bereich aktiv. Und er wird uns heute 7 Trends für die Bildung der Zukunft vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vortrag und passt gut auf, weil ihr müsst nachher wissen, was da drin vorkommt. Okay. Stage is yours. Gut, ich mache mal schnell meinen Bildschirm frei. Kleinen Moment. Warum funktioniert? Achso, hier Bildschirmpräsentation. So, ist er da? Alles da, ja? Man hört mich, alles wunderbar. Gut, dann begrüße ich Sie erstmal recht herzlich. Olaf Axel Burow. Ich war mal Grund- und Gesamtschullehrer in Berlin, habe dann mich viele Jahre mit Verfahren veränderten Lehren und Lernens an der Hochschule der Künste Berlin und an der Universität Kassel beschäftigt. Damals mit Ansätzen wie Gestalttherapie, Gestaltpädagogik und in letzter Zeit eben auch mit den ganzen Zukunftsfragen. Ich mache viel Schulentwicklung mit 70 Schulen im Jahr etwa und beschäftige mich mit der Frage, wie die Zukunft der Bildung aussieht. Ich werde jetzt relativ schnell reden, da ich nur 30 Minuten, ich kann eigentlich nur 60 Minuten, aber ich habe nur 30 Minuten gekriegt. Also ich werde mich beeilen. Die Folien bekommen Sie aber hinterher, sodass Sie das alles nachgucken können. Und außerdem gibt es natürlich zu Anfang die Werbeeinblendung. Sie können das in diesen netten Büchern im Detail nachlesen. Es gibt auch eine Anforderung. Wenn Sie diesen Vortrag hören, würde es mir reichen, wenn Ihnen ein Gedanke einleuchtet. Also ich bin ganz bescheiden, ein Gedanke wäre toll. Und den sollten Sie gut leserlich auf einem Blatt schreiben und damit machen wir nachher was. Okay, wenn man so einen Vortrag heute hält, muss man ja mal ins Silicon Valley gehen und sagen, wie sieht die Zukunft aus? Und da sagen uns die Zukunftsexperten, in der Zukunftsforschung gibt es nur eine Gewissheit, der Zeitgeist irrt immer. Es gibt eben den schwarzen Schwan und den schwarzen Schwan haben wir gerade erlebt mit Corona. Kein Mensch hatte das auf den Schirm und plötzlich verändert sich alles. Aber man muss sehen, einer der Vordenker aus dem Silicon Valley, der Ray Kurzweil, hat gesagt, im 21. Jahrhundert werden wir eine Veränderung der Lebensbedingungen, Anforderungen, Möglichkeiten des Menschen erleben, die in ihrer Intensität den zurückliegenden 20.000 Jahren entspricht. Das heißt, das liegt eben daran, dass 95% aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute leben. Und insofern ist sozusagen nicht nur durch Corona, sondern insgesamt brauchen wir zukunftssichere Schulen, also Schulen, die in einem Umfeld, das sich schnell wandelt, eingestellt sind. Und dieser Wandel wird immer schneller. Das hat immer 100 Jahre gedauert oder 50 Jahre. Mechanisierung, Elektrifizierung, Automatisierung, Vernetzung. Was ist das nächste? Künstliche Intelligenz, da sind wir mittendrin. Wenn man jetzt heute aktuell so einen Vortrag hält, muss man natürlich erstmal kurz auf Corona eingehen. Denn die Voraussetzungen für Schule haben sich durch Corona radikal geändert, wie wir alle sehen. Wir brauchen die Maskenpflicht, wir müssen regelmäßig lüften. Das scheint die einzig wirksame Maßnahme zu sein. In Deutschland wird diskutiert, bestimmte Raumfilter, die kosten 3.000 € pro Klassenraum. Die sollen bis zu 90% der Aerosole rausnehmen. Bei uns diskutiert man im Moment ein Schichtsystem, dass man die Klassen teilt. Es wird auch überlegt, die Stundentafel zu kürzen, weil ja sehr viel Unterricht ausfällt. Es wird über Samstagsunterricht nachgedacht, aber das ist, glaube ich, bei Lehrkräften nicht durchsetzbar. Und das Letzte ist eben, und das ist der Punkt, worüber wir jetzt wahrscheinlich im Vordergrund reden, nämlich hybriden Unterricht.
Die Kombination von Präsenz und Distanzlernen liefert den Schlüssel zur Schule der Zukunft. Nicht die Technik ist dabei entscheidend, sondern, wie wir gleich sehen werden, die Haltung und eine gemeinsame Vision. Wieso Vision? Man muss ja heute immer den Herrn Hetty zitieren, der neuseeländische Schulentwicklungsforscher, der 50.000 Studien in 800 Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Schule und Unterricht zusammengefasst hat. Und was ist das Wichtigste? Hier gemeinsame Ziele und Visionen von Lehrpersonen. Die Lehrer-Schüler-Beziehung. Hier das Online-Lernen hat hier keinen Effekt oder also teilweise auch schädlich, wird behauptet. Dabei muss man aber sehen, wir sind ja erst am Beginn dieser neuen Formate. Das heißt, die Systeme sind noch nicht entwickelt, die Lehrkräfte sind nicht geschult, wie wir gerade jetzt in der Pandemie merken. Aber trotzdem ist eben entscheidend, wenn wir diese technischen Möglichkeiten nutzen, dass hier gemeinsame Visionen und positive Beziehung, Interaktion, Bewegung. Und ich glaube eben, die Herausforderung von Corona, die hat eben gezeigt, dass unsere Schulen für Schönwetterbetrieb konzipiert sind. Flugzeuge haben zum Beispiel alle Systeme zwei- oder dreifach ausgestattet. Wenn bei der Schule ein System ausfällt, nämlich der Präsenzunterricht, dann sind die meisten Schulen erledigt und das ist nicht zukunftsfähig und nicht haltbar. Ich habe schon vor Jahren mal führende Experten gefragt, wie sieht denn die Zukunft der Schule aus? Und da behaupte ich sozusagen, dass es 7 zentrale Trends gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, in der Zukunftsforschung gibt es nur eine Gewissheit, der Zeitgeist irrt immer. Aber ich sage Ihnen jetzt, wie die Zukunft aussieht. Also einer der Vordenker dieser ganzen Dinge, der Steve Jobs, ein verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken seiner Lehrer, der 1976 seinen verrosteten VW-Bus für $1.600 verkaufte und damit die Firma Apple gründete, der sagte kurz vor seinem zu frühen Tod, the next big thing is education. Und wenn die im Silicon Valley sagen, the next big thing, heißt das, dass im Moment dort mit Milliardeneinsatz daran gearbeitet, Lehren, Lernen neu zu erfinden, zu entwickeln. Ein zentraler Punkt, der zentrale Trend ist Digitalisierung. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Damit zusammenhängt, dass das Lernen personalisiert wird. Also die Zeit, wo alle zur gleichen Zeit das Gleiche, die gehen zu Ende. Wir können heute passgenaue Lernmodule konfigurieren, sodass der Schüler genau dort abgeholt wird, wo sozusagen seine Fähigkeiten sind und auch die Herausforderung. Das bedeutet, dass sich die Lehrerrolle dramatisch ändert. Lehrerkräfte werden in Zukunft viel weniger unterrichten, viel mehr Lernumgebungen designen, beraten, coachen. Wir wissen, dass das Fächersystem total überholt ist. Wenn Sie heute Probleme lösen, brauchen Sie fachübergreifendes, projektorientiertes Lehren und Lernen. Damit zusammenhängt auch, dass der traditionelle Lehr-Lernraum, darauf werde ich auch eingehen, völlig veraltet ist und überwunden werden muss. Das Ganze nützt aber nichts, wenn wir immer mehr Stress haben. Wir wissen aus Untersuchungen, dass bis zu 30% der Lehrer im Burnout-Modus sind. Das heißt, Schule überfordert und auch 20% der Kinder übrigens, schon Grundschüler. Im Moment erleben wir, dass es das gute Netz und das schlechte Netz gibt. Also Fake News und so weiter. Das heißt, die Demokratisierung wird eine ganz zentrale Herausforderung. Ja, und zum Schluss, wozu machen wir das Ganze? Wenn es uns nicht hinterher besser geht, dann machen wir was falsch. Und die Frage ist, wenn man diese Trends betrachtet, wie sieht eine resiliente, also eine krisensichere, zukunftsfähige Schule aus? Und wie können wir Corona als Chance nutzen? Und wie sich das Leben geändert hat, sehen wir hier so an diesem Bild. So sah das in den 60er Jahren aus, wenn man seine Kinder verabschiedete. Und so sieht es an vielen Bereichen heute aus. Und jetzt sagen natürlich alle, natürlich die Schule der Zukunft, Kinder müssen möglichst schnell programmieren lernen. Da sagt einer, ein ehemaliger Englischlehrer, Jack Ma, der in seinen jungen Jahren sagte, ich kann noch was anderes machen als unterrichten und die Firma Alibaba gegründet hat, sowas wie Amazon in China. Der hat auf dem Weltwirtschaftsforum eine flammende Rede gehalten. Jetzt haben alle gedacht, der würde sagen, Kinder müssen möglichst schnell digital unterrichtet werden, programmieren. Nein, hat er nicht gesagt. Alles, was wir unseren Kindern beibringen, muss sich von dem unterscheiden, was Maschinen können. Aber wir müssen die Art, wie wir unterrichten, ändern. Sozusagen frontale Instruktion und reine Wissensvermittlung müssen wir nicht mehr machen.
oder weniger machen, denn wir haben Systeme, die das zum Teil besser machen. Aber was wir machen müssen, Werte vermitteln, Überzeugung, unabhängiges Denken, Sorgen für andere, Sport, Musik, Malen, Kunst, ist im Moment ganz dramatisch. Ich sehe es an meinen Kindern hier in der Corona-Phase, die kommen kaum noch in Bewegung. Und ich glaube, in der digitalen Welt werden wir eine Renaissance des Analogen erleben. Je mehr wir hinter diesen Flachbildschirmen sitzen wie jetzt, desto mehr wird sozusagen das Bedürfnis nach direktem Kontakt entstehen. Und das ist alles nicht neu. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten zum Jubiläum einer Montessori-Schule. Was hat die gesagt in den 30er Jahren? Wir brauchen eine vorbereitete Umgebung. Wir brauchen selbsttätiges Lernen. Wir brauchen Übungen der Stille, also dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, sowas wie kosmische Erziehung. Das Spiel ist zentral. Und die Parole von Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun, ist brandaktuell, aber natürlich in der Montessori-Pädagogik besteht die vorbereitete Umgebung aus Lernmaterialien, aus einem speziell handlungsorientiert, handlungsherausfordernd eingerichteten Klassenraum. Im Zeitalter digitalen Lernens ist natürlich die vorbereitete Umgebung auch digitale Lernplattform. Celestine Freinet hat sich schon früh gegen die Schulbücher eingesetzt und hat gesagt, wir brauchen direkten Kontakt, Schuldruckerei. Der würde heute natürlich mit Skype arbeiten. Und ich sage immer, wenn Lehrkräfte zur Zeit des Brexits mit englischen Partnerklassen eine Diskussion über den Brexit gemacht hätten, dann hätte es sein können, via Skype, dann hätte es sein können, dass der Brexit verhindert worden wäre. Und zwar deswegen, das ging ja nur um 2%. Und die Jugendlichen waren gegen den Brexit. Dabei hätten die politische Bildung gelernt, sie hätten Englisch gelernt, sie hätten Freundschaften geschlossen und wir hätten vielleicht sogar etwas verändern können. Das haben Lehrkräfte heute noch gar nicht erkannt, welche neuen Möglichkeiten sich bieten. Der Klassenraum kehrt in die Gesellschaft zurück. Loris Malaguzzi, der Begründer der Regiopädagogik, der würde natürlich kreative Animationsvideos machen, der würde auf YouTube Aktionen machen, auf Instagram alles Mögliche. Also es geht darum, digital und analog sind keine Gegensätze, sondern sie bieten viele Möglichkeiten zur Neuerfindung von Schule und Unterricht. Wenn die Schülerinnen nach Montessori selbst getrainiert wären, selbstgesteuert zu lernen, hätten wir mit Corona keine Probleme. Das ist Hans-Annan Pant, Professor für empirische Pädagogik an der Humboldt-Universität, und Iris Beutel, auch Professorin, und die haben ein nettes Buch ausgegeben, Lernen ohne Noten. Und da zeigen sie, digitale Formate ermöglichen längst personalisiertes Feedback. Ja, wir müssen nicht mehr diese ausgrenzenden Schulnoten vergeben. Wir könnten sehr viel passgenauer unterrichten. Und damit hängt zusammen, dass sich der Unterricht insgesamt ändern muss. Sehen Sie, so sieht der Klassenraum der Zukunft aus, oder? Es wäre verheerend, wenn er so aussähe. An vielen Schulen werden jetzt Smartboards vorne hingestellt und dann denken die Lehrer, jetzt haben wir die Zukunft. Nein, wir sind im Mittelalter gelandet. Das ist nämlich frontale Ausrichtung, passives Lernen. Und der hier, Mr. Zuckerberg, der ist sich völlig klar, wie die Zukunft aussieht. Wir kriegen alle so eine Datenbrille, wäre jetzt natürlich in Corona ganz praktisch. Und dann ist alles zentral gesteuert und so. Wenn wir uns mal ins Museum gehen und uns angucken, wie wir seit 200 Jahren Schule gestalten, dann sehen wir, wie absurd das ist. Hier steht eben häufig jetzt ein Smartboard, aber an dem Grundarrangement hat sich nichts geändert. Jetzt hat eine Grundschullehrerin in Südtirol die Schüler mal gebeten, den Klassenraum vom Subjektstandort neu zu profilieren, also wie sie sich wünschen. So sieht der klassische Klassenraum aus. Und was machen die Schüler? Sie sehen hier keine gerade Linien mehr, die bauen Reviere. Hier hinten gibt es eine Schildzone, eine Schildzone. Hier will einer konzentriert allein arbeiten, völlig normal, dass man sich seinen eigenen Arbeitsplatz, die arbeiten zusammen und so weiter. Das heißt, die Art und Weise, wie wir seit 200 Jahren Schulen machen, entspricht nicht den Bedürfnissen, den Lernbedürfnissen.
Und das traditionelle Modell beruht ja auf bis zu 70% Instruktion, dann vielleicht 20% Lernen allein, ab und zu mal Partner- und Gruppenarbeit. Das Modell der Zukunft ist ein Drittelmix. Wir haben Lernen, Instruktion, aber mit Unterstützung digitaler Medien zum Teil. Wir haben Lernen allein, auch mit Lernplattformen, mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Und dann vor allen Dingen einen großen Bereich projektorientiertes, teamorientiertes, problemlösendes Lernen, zukunftsorientiertes Lernen, wo es um Erfindung, um Neudenken geht und so weiter. Und dann brauchen wir noch sowas wie Gemeinschaft. Und das bedeutet aber, dass wir auch andere Lehr-Lernumgebungen brauchen. Man kann das wunderbar in den Büchern und auf der Plattform der Montagsstiftung sehen. Die haben dazu ganz tolle Beispiele. Jetzt werden viele sagen, naja, wir haben aber einen Standardschulbau. Das sind ja schöne Theorien, die Sie hier bringen. Wie geht denn das? Nein, man kann auch zum Beispiel, indem man Gänge nutzt. Jetzt kommen einige und sagen Brandschutz. Auch das ist lösbar. Gehen Sie auf die Seite der Montagsstiftung. Dort sind viele Möglichkeiten. Was bei uns flächendeckend im Moment gebaut wird in München, Berlin, sind sogenannte Clusterschulen, wo es immer 4 Klassenzimmer gibt, um eine Gemeinschaftsfläche, pavillonartig. Und die innovativsten Schulen, die gehen weg vom Klassenraum, die entwickeln offene Lernlandschaften. Ganz besonders die Schwedin Rosan Bosch, wenn Sie auf die Seite von Rosan Bosch gehen, dann sehen Sie, dass das nichts mehr mit traditioneller Schule zu tun hat. Das ist eine Grundschule in Schweden. Hier gibt es keine klar abgegrenzten Klassenräume mehr, sondern Zonen, wo man nach Funktionen orientiert. Die große Frage ist, wer oder was hindert uns eigentlich, Schule neu zu gestalten? Das hier ist das, was in Berlin und München gebaut wird im Moment. Wir haben hier immer 4 Klassenräume. Hier sind Differenzierungsmöglichkeiten von beiden Klassenzimmern aus einsehen, eine Gemeinschaftsfläche, hier der Sanitärtrakt. Das ist ein Fortschritt, aber ich würde nicht sagen, dass das die Schule der Zukunft ist, sondern ich würde sagen, die Schulen müssen herausfinden, was für ihre spezifische Situation die passende Schule ist. So, und wenn ich könnte Ihnen jetzt wahnsinnig tolle Modelle, Bilder zeigen und dann kommt immer einer und sagt, ja, Herr Buro, das geht vielleicht an dieser Schule, die haben besondere Bedingungen, aber bei uns geht das nicht. Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Bei uns hat im letzten Jahr die Alemannenschule Butersching war eine der Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises und das hier ist Stefan Rupana, der Leiter. Der hat 2005 seine Schule übernommen. Das war eine kleine Hauptschule, die von Schließung bedroht war. Und daraufhin ist er zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt, pass mal auf, unsere Schule wird geschlossen, wir müssen was ändern. Und der Bürgermeister hatte eine Panik, weil in dem kleinen Ort, wenn die Schule auch noch weg ist, ist da nichts mehr. Und dann haben die einen Schulentwicklungsprozess gemacht. Und der hat insgesamt dann 13 Jahre gedauert und am Schluss dazu geführt, dass sie den Deutschen Schulpreis gewonnen haben. Der erste Schritt war, dass sie darüber nachgedacht haben, was sind unsere Werte? Also die haben nicht darüber nachgedacht, wie statten wir uns technisch aus, sondern die haben 3 Jahre lang darüber nachgedacht. Damals gab es die Möglichkeit, Gemeinschaftsschule zu werden. Da haben sie sich beworben und es gab da auch Beratung. Und da kam Peter Fraton, das ist ein berühmter Schulentwickler aus der Schweiz. Und der kam zu Stefan Rupana und dann hat der Stefan gedacht, der sagt mir jetzt, wie es geht. Was hat er gesagt? Ihr müsst über eure Werte nachdenken. Also da haben die 3 Jahre gebraucht, ein Leitbild zu machen. Dann haben sie ihre digitale Infrastruktur gesichert. Dann haben sie Fortbildungskonzepte gemacht, dass Lehrer und Schüler selbstgesteuert digital lernen können. Sie haben den gesamten Unterrichtsstoff digital als auch analog verfügbar gemacht. Sie haben eine digitale Lernplattform mit schülergerechten Formaten gemacht. Sie haben die Lehrkräfte fortgebildet in der Arbeit mit diesen Medien und sie haben ein entsprechendes Feedback-System entwickelt. Ich habe das beschrieben, kleine Werbeeinblendung in meinem neuen Buch, was im Januar erscheint. Was heißt vorbereitete Umgebung? Die Kinder sind das selbstständige Lernen gewohnt.
Jeder hat ein digitales Endgerät. Die Lernmaterialien analog und digital stehen zur Verfügung auf einer Lernplattform, die heißt bei denen DILA, digitales Lernen. Die ist kostenlos, können Sie sofort nutzen, können sich sofort anmelden. Die Lehrerinnen sind als Lernbegleiter Coaches. Und der Kern ist das gemeinsame Wertekonzept mit den 3 Kernwerten und 3 Präzisierungen, die zu diesem Aufbruch dann geführt haben. Wir arbeiten mit Zukunftswerkstätten, wo wir genau das machen, nämlich die erste Phase, dass ein Kollegium guckt, wie sind wir, wenn wir gut sind, was sind eigentlich die Sachen, die uns was, das ist Verstehbarkeit. Die zweite Phase, was würden wir tun, wenn es alles möglich wäre? Wie soll unsere Schule 2030 aussehen? Und drittens, wie kommen wir dahin? Und das wird gemeinsam erarbeitet. Und der entscheidende Punkt bei dieser Sache ist, dass wir aus diesem Modell rausgehen. Wir gucken normalerweise, was war in der Vergangenheit, wie geht es in die Gegenwart weiter, wie in die Zukunft. Damit kommen wir in die Sachzwänge. Wir versuchen, die Traditionsschule sozusagen zu verbessern. Wir müssten aber einen Schnitt machen, müssten hier überlegen, wie würden wir Schule gestalten, wenn alles möglich wäre? Müssen wir wirklich Kinder nach Alterskohorten sortieren, frontal ausrichten? Müssen wir dieses ganze Modell, was sind diese formalen Sachen? Nein, wir könnten Lernen ganz anders machen. Und dazu machen wir eine Fantasiereise und stellen uns vor, wie soll unsere Schule 2030 aussehen? Und dann überlegen wir uns, was muss bis 2025 passieren? Welchen Schritt bis 2022? Welchen Schritt machen wir Montag nächste Woche? Und dazu müssen wir uns von den alten Bildern und Vorstellungen lösen. Deswegen arbeiten wir auch mit Symbolen. Hier sehen wir eine Schule, die Werkstattschule in Rostock, die gerade, wo die Schüler und Lehrer gemeinsam über die Schule der Zukunft nachdenken. Die Arbeit mit Symbolen ist ganz wichtig, weil die sozusagen den Durchbruch zu inneren Bildern und zu dem bringt sozusagen, was wir eigentlich gerne realisieren würden. Sie erinnern sich vorhin, Hattie, der wirksamste Faktor in Schulentwicklung sind gemeinsame Ziele und Visionen. Man kann das auch unter Corona machen. Jetzt unlängst hatte ich hier eine Schule, ist natürlich ein bisschen stressiger. Das Entscheidende ist, dass man ein Leitbild hat. Wenn ich in Schulen komme und frage, haben Sie ein Leitbild, dann sagen die alle, na klar, ist ja vorgeschrieben. Dann frage ich die, was steht in dem Leitbild? Dann sagen sie, fragen Sie mal den Stellvertreter, der hat das vor 3 Jahren gemacht. So ein Leitbild können Sie vergessen, das verändert nichts. Ein Leitbild muss ein richtiges Bild sein. Ich habe hier ein Beispiel, wir haben mit der EAM, das ist mit E.ON, dem großen Stromkonzern, der ist bei uns in Nordhessen verkauft worden an die Bürgermeister und die wollten jetzt aus diesem Atomstromkonzern einen grünen, bürgernahen Konzern machen. Mit denen haben wir so eine Zukunftswerkstatt gemacht, eine Fantasiereise mit dem Vorstand und hatten einen Gedankenzeichner. Und das ist ihr Leitbild. Sie sehen hier Solardächer, Elektromobile, intelligente Netze. Wir sind Energiepartner der Region. Und die Regel für die Veränderung ist der Zukunftscode. Modern, einfach, fair mit 3x3 Unterwerten. Und jetzt beginnt ein Prozess, wo die immer fragen, wenn sie was verändern, ist das modern? Ist das einfach? Ist das fair? Und alle haben dieses Bild und sie wissen, da wollen wir bis 2030 sein. Ich habe so ein Verfahren hier in Luxemburg mit dem LTB gemacht. Sie sehen hier das Leitbild von denen, sie wollen traditionsverbunden sein, Luxemburger Rathaus, sie wollen moderne Technologien nutzen, sie wollen aber auch weiter Handwerk pflegen, sie wollen mit der Industrie verbunden sein, sie sollen ökologisch sein, Windräder, und sie wollen ein Begegnungsort sein. Und das Ganze, ihre Werte sind kooperativ, innovativ, engagiert. Und dann beginnt ein Prozess, wo man jetzt konkrete Umsetzungsschritte definiert. Wir sehen hier so eine Gruppe, die das macht und wo man dann die Fußstapfen in die Zukunft, hier sind Fußabdrücke und da ist dann, steht drin, wer verantwortlich ist für was. Wenn der Zukunftscode und die Visionen klar sind, einfach machen. Bei der Alemannenschule war das so.
Jetzt sagen die Leute immer, ja, wenn wir so viel Geld hatten, das war eine Hauptschule. Das ist bei uns in Deutschland die schlecht finanzierteste Schule mit dem schwierigsten Schülerpotenzial. Das heißt, der hat angefangen, in den Baumarkt zu gehen und hat solche Kisten geholt. Warum solche Kisten? Die Idee war, jeder Schüler hat einen Arbeitsplatz. Und dann haben die angefangen, in den Klassen 5, 6 die ein paar Räume umzuräumen, so mit diesem Modell. Dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben 3 Elemente entwickelt. Das eine ist ein Inputraum, da steht hier ein Smartboard und so ein Stehtisch. Da kriegen die kurze Inputs. Sie erinnern sich an meine Drittelgrafik. 1/3 Instruktion, 1/3 allein, 1/3 projektorientiert. Dann haben Sie hier einen Marktplatz, da werden die gecoacht an dem Tresen und hier gibt es lauter Arbeitsplätze für Gruppenarbeit. Und dann gibt es das Lernatelier, das ist ein riesiger Raum, in dem 200 Schüler individuelle Arbeitsplätze haben. Ich war 2 Tage an dieser Schule, ich hätte es nicht geglaubt. Konzentriertes Arbeiten, mucksmäuschenstill, weil jeder weiß, was zu tun ist und weil der Lernprozess weitgehend selbstgesteuert selbstständig und arbeiten damit. Nach 12 Jahren konnten die einen Neubau gestalten. Das ist das berühmte Weiße Haus. Und da sieht man dann hier die individuellen Arbeitsplätze. Jeder Schüler hat ein iPad. Dafür zahlen die Eltern 12 € im Monat 3 Jahre. Damit ist die Versicherung abgegolten und alles. Und die Schüler, die sich das nicht leisten können, die werden durch den Förderverein entsprechend unterstützt. Ja, und das ist frei laufende Schülerhaltung. Also die müssen da nicht irgendwie warten, sondern die arbeiten in ihrem eigenen Tempo und in ihren eigenen Verfahren. Man könnte dazu jetzt noch einiges sagen. Ich habe nur noch 5 Minuten, ich beeile mich. Das Ganze läuft über diese Materialien, also wo der gesamte Lernstoff in 3 Stufen aufgeschlossen ist. Dazu haben die Schulen sich mit 40 Schulen zusammengeschlossen. Die haben ein sogenanntes Materialnetzwerk. Da können Sie auch sich sofort einloggen, können alle Materialien beziehen. Das müssen Sie nicht selbst machen. Und natürlich hat diese Schule inzwischen ein App-Curriculum. Das heißt, wo die Schüler wissen, womit sie mit denen arbeiten können. Dieses Beispiel der Alemannenschule bringe ich nur deswegen, weil mich im Moment wundert. Unser Kultusministerien, alle sind fertig, sagen, Schule geht nicht unter Corona, wir können nichts machen. Warum kann eine Schule, eine kleine Hauptschule am Rande der Schweizer Grenze in einem unbedeutenden Ort Schule innerhalb von 13 Jahren so umbauen, dass die in Corona gar keine Schwierigkeiten haben? Der Stefan Rupana, ich habe den gebeten, einen Artikel für unsere Zeitschrift Pädagogische Führung zu schreiben, so wie seid ihr mit der Corona-Krise umgegangen? Da sagt er zu mir, Corona und Schule, wo ist das Problem? Unsere Schüler arbeiten selbstständig, es hat sich gar nichts geändert. Also hier sieht man, dass wir einen dringenden Modernisierungsbedarf haben, aber nicht nur in dem Bereich. Die Lehrer an der Schule unterrichten nur noch 12 Stunden, weil die Schüler ja sehr viel des Unterrichtsstoffs selbstständig erarbeiten und die andere Zeit können sie kreativ arbeiten in Projekten und die Lehrer müssen Lernumgebungen designen, Unterrichtsmaterialien erstellen. Und die Greta Thunberg, die hat ja diese Fridays for Future Bewegung gestartet, weil sie sagt, wir brauchen einen Vormittag, wo wir uns mit Zukunft befassen können. Und ich glaube jetzt nicht, dass es ein Schulfach Zukunft sein muss. Das ist nur die Krücke. Weil wenn Sie in der Schule was verändern wollen, müssen Sie anknüpfen an die bestehenden Strukturen. Und ein Schulfach Zukunft könnte man in die Strukturen kriegen. Aber viel besser wäre natürlich, wenn wir das Curriculum entschlacken und 20% der Unterrichtszeit für kreative Gestaltung nutzen. Und das wäre ein Freitagvormittag. Das ist natürlich ein Fernziel. Aber was da möglich ist, zeigt hier dieser Schüler. Der hat sich geärgert, dass seine Mitschüler in Französisch immer 5 kriegten. Und dann hat er eine kleine App im Unterricht programmiert,
nämlich Quizlet. Das wird heute von 50 Millionen Nutzern in 130 Ländern benutzt. Und das zeigt, der hat heute natürlich eine Riesenfirma und so weiter, hat seinen Beruf geschaffen, aber das zeigt, wir nutzen in Schule viel zu sehr die Zeit, um alte Sachen nachzulernen und viel zu wenig, um Neues zu erfinden. Und neulich war ich hier beim Berufskolleg Rheine eingeladen. Da sagte ein Lehrer, wenn Sie mal Zeit haben, ich zeige Ihnen was. Und da hat er mich in den Kellerbereich geführt. Und was ist da? Eine faszinierende Bastelwerkstatt, wo die tolle Sachen entwickeln. Und auch ein Wall of Shame, nämlich die gescheiterten Projekte, die sind hier angepinnt. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Alles das, was ich gesagt habe, ich beschäftige mich ja seit über 40 Jahren mit Schule, kann man, glaube ich, in 3x3 Prinzipien zusammenfassen. Schule der Zukunft bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass alles verständlich, bedeutsam und handhabbar ist. Wenn der Physikunterricht meiner Tochter verständlich gewesen wäre, wenn er für sie persönlich bedeutsam wäre, also wenn sie gewusst hätte, wozu sie die Formeln lernt und wenn sie es hätte anwenden können, dann wäre sie happy gewesen und dann hätte sie sozusagen Schule besser erlebt. Die zweite Ebene ist, erweitern Sie den Raum für Selbstbestimmung, dann haben Sie Kompetenz, Erfahrung, Sinn und Zugehörigkeit. Ich bringe mal das Beispiel meiner kleinen 6-jährigen Tochter, die musste natürlich Klavier lernen, Professorenkinder müssen Klavier lernen, also haben wir einen tollen Musiklehrer organisiert, wahnsinnig teuer, ich sage Ihnen Katastrophe, 2 Jahre. Voll gescheitert, leichte pädagogische Überzeugungsarbeit stärkere, leichte Gewaltanwendung stärkere. Sie hat nichts gelernt. Eines Tages sagt sie, Papa, kauf mir ein Einrad. Noch ein Einrad? Wir haben schon so viel Spielzeug, das in der Ecke liegt. Ich kauf's, es liegt in der Ecke. Aber ein halbes Jahr später fährt sie eine perfekte Pirouette, hat sich 2 Bierbänke besorgt, ist 1000-mal umgefallen, hat sich das Einradfahren selbst beigebracht und ist im Zirkus mit ihrer Truppe vor 1000 Leuten aufgetreten. Warum hat dieses Kind bei einem super didaktischen Musiklehrer nichts gelernt und warum hat sich das Einradfahren selbst beigebracht? Weil sie, es gibt keine andere Erklärung, mit 6 Jahren in meine wissenschaftliche Bibliothek gegangen sein muss und dort die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan gefunden hat. Selbstbestimmt, die sagen nämlich, was sie selbstbestimmt wollen, da sind sie nicht zu bremsen, da haben sie Kompetenz, Erfahrung und Sinn und Zugehörigkeit. Sie merken, das ist Maria Montessori, hilft mir, es selbst zu tun. Und die dritte Ebene, wenn Sie Ihre Schule entwickeln, fragen Sie nicht, was läuft hier schief, sondern entwickeln Sie einen Zukunftscode, eine Vision, ein Zukunftsbild. Untersuchen Sie, was machen wir bereits gut, wovon wollen wir mehr und entwickeln Sie dann einen konkreten Umsetzungsplan, aber nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft in die Gegenwart. Und wenn Sie das machen, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine gute Schule haben werden. Den Stefan, jetzt wollte ich nochmal zurück. Geht gar nicht. Ja. Egal. Den Stefan Rupana habe ich gefragt, wie hast du denn das geschafft? Ja? Da hat er gesagt, einfach machen. Ja? Und das ist also sozusagen eine Leitlinie. Wir sollten uns aus dem Zeitgeistgefängnis befreien und einfach neue Ideen entwickeln. Einer, der das schon immer wusste, John Dewey, 1930, herauszufinden, wozu man sich eignet und eine Gelegenheit zu finden, dies zu tun, ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Und ich glaube, gute Schule sollte genau das schaffen. So, jetzt habe ich es in 30 Minuten geschafft, durch diese ganzen Folien durch. Ich hoffe, ich habe Sie nicht überfordert. Und jetzt ist die Aufgabe an Sie. Gab es da ein Thema, etwas,